Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, ich habe gesehen, die Pressekonferenz, was war das, vor dem Spiel gegen Union Berlin. Leute, seid ihr bekloppt oder was? Könnt doch da nicht auch 280 Kommentare hinterlassen. Muss ich gucken, wann ich Zeit finde, da noch ein Video zu machen, Leute. Ansonsten werde es mir nur durchlesen, ihr bekommt ein Herzchen, ich werde nicht drauf antworten. Das können wir dann auch am Montag im Stream besprechen. Ich glaube, das ist so die bessere Variante. Aber um jetzt noch vor dem Spiel gegen Augsburg die Union-Kommentare abzuschließen, gehen wir da auf jeden Fall mal rein in die Kommentare zu der Spielanalyse und dann auch zu der PK nach dem Spiel. Aber vor dem Spiel diese 267 Kommentare oder was, wie gesagt, sehr wahrscheinlich werde ich sie mir einfach nur durchlesen und nicht drauf eingehen. Dann können wir auf ein paar Themen vielleicht daraus im Stream eingehen oder vielleicht gehen wir die ansonsten auch Montag im Stream durch. Ich bitte das zu entschuldigen, Leute, aber ja, ich habe in der Woche Zeit für so ein Video, wo 300 Kommentare sind, was mich dann 2,5 Stunden dauert, aber nicht für 2. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Also, gehen wir mal rein. Samandu, bin mal gespannt, wie es sich entwickelt, das ganze. Erwartungen habe ich keine mehr an die Mannschaft, nur noch von den Bossen die richtige Konsequenzen zu ziehen. Ja, ich meine, im nächsten Spiel ist Kimmich nicht dabei, leider auch Leimer nicht und Upa nicht. Ja, aber ohne Kimmich haben wir bisher die besseren Spiele gemacht, also mal abwarten, was Augsburg bringt. Christina, obwohl wir gewonnen haben, kann ich mich nicht daran erfreuen, da ich den Spielstil furchtbar finde. Als ich die Aufstellung gesehen habe, hat es mir schon gereicht. Es war nur eine einzige Änderung. Naja, er war ja noch die Änderung, dass Sané rechts gespielt hat und Koman links. Ja, ansonsten alles wie immer. Casa, Servus und Glück auf. Ich hatte schon die Schnauze voll, bevor das Spiel begann, als ich die Aufstellung las. Kein Kretzig, kein Pavlovic, kein Tell. Ja, fand ich auch schade mit Pavlovic und Tell. Kretzig, ja, gut. War jetzt lange außen vor, ist schwierig, den jetzt einfach reinzuwerfen, ne? Ja, Davies hat endlich seine lange notwendige Pause bekommen, aber dass Pavlovic nur 5 Minuten und Tell wieder nur 15 auflaufen durfte, ist für mich der Punkt, an dem ich zum ersten Mal seit seinem Antritt sagen muss, jetzt muss es krachen und zwar gewaltig. Ob es ein Rauswurf werden soll, mag ich so nicht sagen, aber so darf es nicht weitergehen. Ich bin jetzt komplett leid, dass Tuchel anscheinend nur anhand von persönlichen Zuneigungen aufstellt, weil es alle so feine Kerle sind oder weil sie sonst anfangen zu heulen. Ja gut, aber er hat ja gesagt, Alfonso ist so ein feiner Kerl und hat ihn dann rausgelassen. Es kann einfach nicht sein, dass man da Spieler auf dem Platz sieht, die im Leben schon alles gewonnen haben, die den Status Weltklasse haben bzw. hatten und dann offensichtlich keinen Bock haben, Fußball zu spielen. Die sich von jedem Gegner, der mit Leidenschaft auftritt, den Schneid abkaufen lassen und Gegner, die wie Union null Ambitionen haben, selbst das Spiel zu gewinnen, kaum was auf die Reihe bekommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Union hat jetzt auch nicht mit der Leidenschaft gespielt, wie es Bremen getan hat, meiner Meinung nach. Der Umbruch muss spätestens Ende dieser Saison vollzogen werden. Alte Zöpfe müssen gnadenlos abgeschnitten werden. Ich habe auch lange Zeit Fußball gespielt, wenn auch nur die unteren Klassen. Aber bei allem Respekt, selbst wenn ich mal einen Trainer hatte, dessen System ich nicht gemocht habe, habe ich immer versucht, das Beste aus mir rauszuholen. Es kann nicht sein, dass ein hochbezahlter Profi, der mit 30 als Millionär in Rente gehen kann, sich wie ein bockiges Kind verhält, nur weil er mit dem Trainer nicht klarkommt oder gerne ein anderes Trikot tragen will. Sorry für den Rant. Normalerweise nehme ich sowas lockerer, aber wenn ich etwas hasse, dann einer Booking-Gruppe Kinder zuzuschauen, die selbst Schuhe zu binden zu faul ist. Lass ich mal so dahingestellt. Christian, wie wäre es mit Kane als Holding Six? Wenn er sowieso nicht ins Spiel eingebunden wird, hätte der ja Zeit für den Job. Ja, traurig, aber wahr. Gerard Berger, vielleicht lässt sich Kane fallen, weil er weiß, dass doch keine Flanken kommen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es teilweise eine taktische Anweisung ist. Wenn er halt gar keine Bälle kriegt da vorne, ist klar, dass er sich mal fallen lässt. Hat Levi auch gemacht, aber teilweise ist es aktuell leider ein bisschen too much, dass er sich fallen lässt. Unsere Spielweise ist zum Davonlaufen. Bitte lasst uns sämtliche Kapitel in unserem Verein im Sommer beenden. Jet Berger, das war übrigens der Kommentar. Ja. Wie gesagt, wir können da am Montag im Stream noch mal ein bisschen drüber quatschen. Jet Berger in Augsburg kommt das selber auf uns zu. Leverkusen hat dort auf die Nachspielzeit warten müssen, um ein Tor zu machen. Ich hoffe, unser Team hat das im Hinterkopf und reagiert entsprechend, im Wissen, dass wir im Moment nicht dieses Dusel auf unserer Seite haben. Naja, wir haben den Dusel aber auch nicht auf unserer Seite, weil wir uns nicht den Arsch aufreißen und es nicht verdienen. Ne?
Also sollte es von Anfang an ganz Gas geben und nicht wie in den letzten 2 Spielen erst in der zweiten Halbzeit aufwachen. Ja, aber selbst da sind wir ja nicht richtig aufgewacht. Also Andy Curry gewonnen dank individueller Klasse, aber wieder einmal spielerisch null Weiterentwicklung zum Bremen-Spiel. Tuchel hat fertig. Ich bin da mittlerweile auch in die Richtung. Gerhard Berger, bei Sané konnte man meinen, es hat ihm jemand den Stecker gezogen und der findet nicht in die Spur zurück. Ja. Kennen wir Leroy anders? Nicht wirklich, oder? Sorry dafür, aber. Provokativ. Dasselbe wie gegen Bremen, nur dass wir heute das Tor geschossen haben. Ich finde, dass das Spiel heute noch langweiliger war als das gegen Bremen. Ja, das war ein Tacken langweiliger, weil Union viel, viel weniger gemacht hat und nicht so leidenschaftlich war wie Bremen, fand ich. Jeb Berger, wenn man nachhinein die Verletzung von Upa bewertet, war das fahrlässig, ihn weiterspielen zu lassen. Denn wie du es sagst, er hatte einen Konter nicht mehr abfangen können. Jo. Kaiji, in der zweiten Halbzeit war es okay, aber insgesamt war dieser Auftritt wie fast die ganze Saison ideenlos, stark auf individuelle Leistung und komplett verunsichert. Die Verunsicherung nimmt immer mehr Überhand, weil durch Tuchel keine Spieler mehr Vertrauen spürt und weiß, wo er eigentlich steht und vor allem weiß auch keiner, was für eine Spielphilosophie da herrschen soll. Wir hatten so viele Ecken, da muss mehr bei rumkommen. Auch wenn 2 bis 3 Stück okay sind zu viele Ecken einfach auf Kreisliga-Niveau. Mit der Leistung wird es, egal in welchem Wettbewerb, gegen jeden Gegner schwer, was für so einen großen Club leider traurig ist. Ja, gehe ich leider mit. Wobei wir diesmal mal Kimmich in Schutz nehmen müssen. Kimmichs Ecken waren um Längen besser wie Sanés Ecken. Fanta. Weiß gar nicht, was man an Tuchel auszusetzen hat. Nach 18 Bulli-Spielen hat er 44 Punkte geholt. Das gab es seit Heinkes 7 Jahre nicht mehr. Und wir sprechen von einer Zeit, wo Lever, Robben, Ribéry noch am Start waren. Alter, Tuchel hat den schlechtesten Punkteschnitt der letzten 6 Trainer in unserem Verein. Alter. Von der Spielweise fange ich gar nicht erst an, aber die interessiert dich ja anscheinend sowieso nicht, sonst würdest du so einen Kommentar nicht schreiben. Marco Günther, Musiala ist einfach der Falsche auf seiner Position. Wir bräuchten da lieber einen, der die Bälle vorne gut verteilen kann und Tore vorbereitet. Momentan liegt er bei 2 Vorlagen die Saison. Das ist viel zu wenig für seine Position und damit auch ein großes Problem in der Offensive. Ich will das gar nicht an Musiala festmachen, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, teilweise trifft er die falschen Entscheidungen, dribbelt zu viel, da gehe ich mit. Ja, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, gar keine Frage. Aber wenn der Gegner so tief steht und Musiala angespielt wird, wenn er vorne an der 16-Meter-Raumlinie steht, was soll er da machen? Soll er dann einen freien Spieler herzaubern, einen freien Raum herzaubern? Dann kannst du da auch einen Ronaldinho hinstellen oder sonst wen. Das wird halt einfach nichts. Ja? Die Sachen müssen vorher passieren. Wir müssen schneller spielen. Nicht immer dieses langsame vorne bewegt sich keiner. Wenn keine Anspielstationen da sind, kann Musiala auch kein anspielen. Ja? Ich glaube schon, dass das so ein Gesamtdingen ist. Ich würde das jetzt nicht einzig an Musiala festmachen. Das ja auch Potenzial hat. Nach oben hin brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber das jetzt nur an ihm festmachen, nee, sehe ich nicht ganz so. Tono, ich bin verliebt in Neda Bielica. War überfällig. Aha. Ja, Günde. Glastron, bei diesem Spiel ist mir zuerst der Gedanke gekommen, vielleicht sollte die Mannschaft lieber Football spielen. Die Schüsse von Coman und Sané eine Katastrophe. Selbst wenn das Tor doppelt so groß gewesen wäre, wären alle Bälle noch meilenweit vorbeigeflogen. Der einzige direkte Schuss von Coman, der einigermaßen gefährlich gewesen ist, war die Reingabe von Guerrero und da dann aber mehr Reflex von Coman statt gezielt gewollt. Sané will wohl auch immer mehr Robben kopieren, nur dieser hatte den Ball eng am Fuß. Sané legt sich den Ball oft so weit vor, dass man nicht weiß, was das jetzt eine Flanke oder hat es sich nur den Ball zu weit vorgelegt? Oft aber auch zu sehen, das ist eine freie Schussbahn und man hätte kurz und trocken abziehen können. Aber nein, da wird nochmal angefangen zu dribbeln, bis man am Ende hängen bleibt. Vielleicht sollte man den Spielern mal erklären, dass es im Fußball eben keinen Touchdown gibt. Das Spiel war am Ende nichts. Gegen Augsburg und Gladbach müssen da andere Spieler zu sehen sein. Gegen diese Gegner tut man sich meist sowieso schwer. Von Leverkusen seiner jetzigen Form erst gar nicht zu sprechen. Bleibt zu hoffen, dass es bei Tuchel endlich Klick macht. Gut. Im Moment ist, ja, welche Wahl hat er? Vorne kann er was ändern. Ja, hinten stellt sich die Mannschaft leider selber aus durch die ganzen Ausfälle.
Banja ist einmal hallo, extrem komischer Abend mit dem Höhepunkt der roten Karte, wie der sich auch danach verhalten hat, gehört er eigentlich suspendiert. Zum Spiel positiv, die 3 Punkte und dass es zu 0 war. Tuchel hat vor dem Spiel Max ein halbes Ei gefunden. Wir hatten 2 bis 3 Phasen, wo es nach Fußball aussah, aber ansonsten war es sehr verkrampft. Ansonsten war es oft langsam und behäbig. Auch wenn Guerrero nicht super war, aber es macht einen Unterschied, wenn ein LV mit dem Ball was anfangen kann und auch hinterläuft, etc. Ja, sehe ich auch so. Wenn er sich das bei Kimmich getraut hätte, wäre das noch besser gewesen. Was heute sehr auffällig war, Coman und Sané völlig von der Rolle. Da klappt ja gar nichts. Sané ist ja mal gar nichts gelungen. Kein Dribbling, kaum eine Ballannahme und beide können nicht einmal flanken. Sané konnte nicht mal Ecken schlagen. Dass Tuchel Tell so lange draußen lässt, ist unbegreiflich. Was im Großen und Ganzen gut lief, war das Gegenpressing. Keine Ahnung, heute hat sich das merkwürdig angefühlt, aber lag auch katastrophalen Kommentator und noch schlimmer die Fragen nach dem Spiel. Na, mal schauen, was du sagst. Ja, Kommentatoren waren auch wild teilweise, ja. Ich sagte es dir ja, Union ist schlechter als Bremen. Du denkst noch an das alte Union, aber das gibt es nicht mehr. Bei Behrens habe ich das gleich gedacht. Union war heute generell sehr merkwürdig. Ich glaube, die entlassen den Trainer schneller als wir Tuchel. Da Leimer wohl ausfällt, sehen wir Kimmich auf rechts, wenn er nicht auch ausfällt. Dyer und De Ligt als IV-Team. Und dann könnte es zu Pavlovic-Goretzka kommen, da Guerrero links bleibt. Ja, da Kimmich auch ausfällt, kommt es auf jeden Fall zu Pavlovic-Goretzka und sehr wahrscheinlich Guerrero rechts und Davis links. Sei denn, Tuchel hat die Eier nach rechts zu stellen. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe Union in Erinnerung gehabt, wie ich die Champions League-Spiele gesehen habe unter alten Trainer. Das war, also so spielt ein Absteiger. Ne? Wenn man es mal grob zusammenfasst. Flexi-Zahl, ich finde, Sané geht gar nicht, insgesamt gesehen. Bot. Da muss ich erst was trinken, bevor ich hier so einen Roman nochmal rausballer. Spätestens am 12.02. werden wir sehen, was Phase ist. Ganz so schlecht möchte ich das Spiel nicht reden, weil nach hinten wirklich alles verhindert wurde und Union schon teilweise stark gepresst hat. Klar, gut war Union nicht, aber es liegt schon auch teils daran, dass man ihnen da immer sofort den Schneid abgekauft hat. Wie ich sagt habe, Guerrero sollte über links kommen, damit er dann seine oft guten Flanken anbringen kann. Das Zusammenspiel mit dem Flügelspieler und ihm ist um Längen besser als mit Davis und dies, obwohl die nicht eingespielt sind. Ich würde gerne ihn eine Zeit lang mit Sané auf der linken Seite sehen. Wenn Sané mal den richtigen Gegenpart hat und präzise angespielt wird, geht vielleicht mehr. Wenn man mal bei etwas bleibt, entwickeln sich vielleicht einmal Abläufe. Kann ja auch Tell sein. Coman sehe ich derzeit nicht so wirklich in der Startelf. Sané ist meines Erachtens immer noch zielstrebiger nach vorn, aber auch nicht gerade effektiv derzeit. Was fehlt, ist wie immer Präzision, gerade nach vorne und Speed. Was wohl auch teilweise aus der fehlenden Präzision hervorgeht. Beste Flanken kommen einfach selten auf den Punkt. Die Empfänger müssen erst einmal den Ball entgegenlaufen und befinden sich dann in einer neuen Spielsituation. Müssen sich also wieder neu orientieren und dann kommt eben oft der sichere Pass nach hinten. Nahezu keinen Ball kann der Empfänger in seinem Lauf mitnehmen. Schneller One-Touch-Fußball kann so nicht gespielt werden und genau das sollten unsere Spieler in der Klasse eigentlich gut drauf haben. Ja, wer ist dafür verantwortlich, wa? Sané hat das früher oft im Aufbau gemacht und so das Spiel extrem nach vorne beschleunigt. Überhaupt wirkt es oft so, als ob die zum ersten Mal zusammenspielen. Dass sie meistens den Ball zu lange halten, resultiert vielleicht auch aus Obigen, weil Pässe bei uns eben eine Unsicherheit darstellen. Du hast gesagt, dass wir ja eigentlich einen Wirtz mit Musiala haben, das denke ich nicht, da Wirtz ein Mannschaftsspieler ist, welcher Räume sehr gut und schnell erkennt. Und dann mit einem exakten Pass andere klug einsetzt und sich sofort wieder gut positioniert. Musiala ist eher derjenige, welcher oft vollkommen auf sich selbst konzentriert, ungeachtet auf besser platzierte Mitspieler auf Biegen und Brechen versucht, alles selbst zu machen und dann sich halt umzingelt wiederfindet und sich dabei verzettelt. Er kennt Maß und Ziel zu oft nicht, deshalb halte ich Wirtz für effektiver an dieser Position. Ja, wenn du die aktuelle vornimmst, stimme ich dir da mit Sicherheit zu, aber ich denke, Musiala kann das auch. Er muss halt einfach mal wieder, also er hat es ja schon bewiesen, er muss einfach mal wieder in die Spur finden, was das anbelangt mit denen. Wann bin ich eigensinnig, wann spiele ich, wann versuche ich das Spiel mal schnell zu machen, den Mitspieler mitzunehmen und so weiter. Ja, das ist, was fehlt. Hobby. Peter, naja, dass wir mit einem Torvorsprung gewinnen, hatte ich ja getippt, immerhin. Ja, Glückwunsch. Grüß dich, Kai. Mit dieser WhatsApp erstmal. Grüß dich, Kai. Mit dieser Ausstellung hat sich Tuchel bei mir endgültig selbst abgeschossen. Ja, bei mir auch so ziemlich. Letzte PK kritisiert er ohne Ende und stellt dann dieselben Leute außer einer Änderung wieder auf.
Ja, das ist die Gretchenfrage. Die Wechsel, Tell 12 und Paschalik 5 Minuten vor Schluss rein. Es war wieder Standfußball. Quergeschiebe nach hinten und keine Ideen. Oh wow, es wurde mal geflankt, aber von 10 kommt nicht eine zum Mann. Unterirdisch das Spiel. Ja, wir haben gewonnen, aber ohne Gegner. In den letzten 2 Jahren hat die Mannschaft immer mehr abgebaut und ist immer schlechter geworden. Aber Thomas Tuchel hat den Rest, der noch da war, zerstört. Der Typ geht mir sowas von auf den Ex. Und in der PK hat er sich wieder ständig widersprochen wie immer. Hoffe, der ist am Saisonende weg. So, jetzt runterfahren und ein Bier aufmachen. Plopp. Es kann nur besser werden. Denn das ist kein Bayern-like. Nee, ist es wirklich nicht. Leider ist es das nicht. Christian, die Transfer-Taskforce mit Rummenigge und Hoeneß arbeitet auch diesen Winter wieder mal erschreckend. Dilettantisch auf Endfängerniveau. Christian, es gibt diesen Wintertransfer keine Taskforce. Das ist Christoph Freund und nicht Rummenigge und Hoeneß. Tiger Chris, stimmt dir zu. Hab mir das Spiel dieses Mal nur im Nachgang angeschaut. Da ich in Asien wohne, müsste ich um 2:30 Uhr aufstehen. Ja, das würde ich aktuell auch nicht machen. Mache ich normalerweise gern, aber im Moment fehlt mir echt die Lust und im Nachhinein mal ausgenommen, Davis immer mit der gleichen Aufstellung und die nicht performen, mal zumindest 5 Minuten draußen zu lassen. Die gesunden Führungsspieler können machen, was sie wollen und spielen immer. Verstehe ich nicht mehr. 3 Heimspiele, 3 schlechte Spiele werden wir nun gegen Augsburg sehen, wie wir auftreten. Ja, ich bin gespannt. Kimmich ist ja nicht in der Mannschaft. Vielleicht geht Goretzka dadurch mehr in die Verantwortung und der Rest des Kaders, so wie es in den Spielen war, ohne Kimmich. Wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf an Kimmich. Aber vielleicht fühlen sich dann einfach ein paar Spieler mehr in die Verantwortung genommen. Wir werden sehen. Der Foxaros, der Fußball, den wir spielen, erinnert mich an, komm Jungs, ihr spielt jetzt wie ihr wollt, 0 Handschrift vom Trainer, nichts Verschiebungen, werden von Spielern selbst irgendwann mal gemacht und dann auch nicht als Mannschaft. Es macht null Spaß zuzugucken, außer wenn man Tell oder Puffel spielen darf. Ja, ich denke, Gegenpressing ist im Moment ja ein bisschen besser. Das können wir zugute halten, aber ansonsten stimme ich da leider zu. Hallo Kai. Top, 3 Punkte, 1:0 zu Hause gegen einen schwachen Gegner, das nenne ich mal eine echte Reaktion nach dem Bremen-Spiel. Naja, Union hatte zum Glück heute viele gute Kerle auf dem Platz, aber ich frage mich wirklich, welches Anspruchsdenken bei Tuchel und der Mannschaft noch vorhanden ist. Klar, man steht auf Platz 2, man hat nur 4 Punkte Rückstand, aber wie soll das so weitergehen? Selbst ein verdienter Sieg gegen einen so aufspielenden Gegner mit 1:0 kann ich nicht ernsthaft als aufbauend sehen. Um die Meisterschaft geht es mir dabei nicht, wohl aber um Motivationen der Mannschaft. Sich daran hochzuziehen und zu beißen, das fehlt mir einfach zu oft und wirkt nun selbst gegen schwächer spielende Gegner nicht mehr überzeugend. Hemschuh Tuchel macht's möglich. Die Aufstellung war anders und doch wieder irgendwie typisch Tuchel. Dass er Davis diesmal draußen ließ, dessen war ich mir keineswegs sicher, aber verwundert tut es mich auch nicht. Nachdem er sich in der PK so zur Lachnummer gemacht hat, obwohl, irgendwo widerspricht er sich damit ja nun erneut, oder? Ja, es ist halt Guardiola-Technik. Wenn Guardiola einen Spieler über allen Klee lobt, dann weißt du, er ist nicht mehr tragbar. Davis hat es doch verdient, immer zu spielen, weil er doch ein guter Kerl ist und eine Auswechslung angesichts eines so sensiblen Charakters nicht förderlich ist. Das habe ich vermutlich missverstanden. Naja, nun kommt Gladbach. Mal schauen, womit man uns am Samstag verwöhnt. Nee, erstmal Augsburg, ne? Kai, erst Augsburg. Dann Gladbach. Das Einzige, was auf dieser FCB verbessern könnte, sind Pavlovic, Leimer und Tell. Will ein Zehner, der Räume sieht und füttert nach vorn mit Plan. Die Rolle hat Kane manchmal gespielt, aber ist nicht dafür da. Ständig über die Seite zu spielen ist doof, denn alle Gegner wissen jetzt, wie es läuft und decken intelligent ab. Ich denke, Tuchel hat keinen Plan. Ich sehe immer wieder das Gleiche auf gleiche Art und Weise, die nicht funktioniert. Sogar im Trainingsspiel sehe ich keinen Plan. Standards, kein Kommentar. Für das war's mit der Saison. Trainingsspiel kann ich leider nichts zu sagen. Ja, dass wir nicht wirklich eine Strategie haben, haben wir ja schon seit Wochen das Thema. Ralf Reiter, genau derselben Meinung. Union Berlin war offensiv nicht existent. Ich verstehe nicht, wie man so gegen Bayern spielen kann. Union Berlin wollte sich einen Punkt ermauern. Was für ein langweiliges Spiel und Bayern hat nur das Nötige gemacht. Das Spiel der Bayern war nicht wirklich besser, nur der Gegner war schwächer. Ja. X zusammengefasst, Hauptsache gewonnen, die Mannschaft muss ihren Rhythmus wiederfinden, dann wird das schon. Ob das schon wird, weiß ich nicht. Sonnenblume, man muss mittlerweile froh sein, wenn der Gegner schwächelt. Schade, dass es soweit ist. Ja. Der da. Unter Tuchel ist sämtliche Dominanz vollständig geschwunden. Der muss weg, unbedingt. Ich weiß auch nicht, wie er trainiert. So verletzungsanfällig sind unsere Spieler nicht. Was macht der Mann? Joa, wild, ne?
Christian, was für eine Hammer-Reaktion nach dem Bremen-Spiel. Spielfreude pur, Leistungsbereitschaft, ein Träumchen, pure Gier, total fokussiert. Der ist gut, ey. Sauber. Bei Bayern heißt es leider mittlerweile nicht mehr, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Bei Bayern heißt es mittlerweile, das alte Pferd springt nur noch so hoch, wie es kann. In 7 Jahren 7 Trainer. Das Problem liegt nicht an Trainern oder man merkt einfach nicht, dass nicht hunderte Geisterfahrer unterwegs sind, sondern man selbst der Geisterfahrer ist. Auch in Bayern stinkt der Fisch vom Kopf her und was früher mal gut war, muss nicht weiterhin gut sein. Abteilung Attacke und dicke Backen machen war früher erfolgreich, okay. Aber ganz ehrlich, moderne, souveräne Vereinsführung sieht halt anders aus, als im Doppelpass anzurufen und Mimimi zu machen. Hat der Uli das in letzter Zeit gemacht? Ist ja schon ewig her, wo er das gemacht hat, ne? Das beste Beispiel dafür ist diese unsägliche Transfer-Taskforce, in der Rummenigge und Hoeneß seit letztem Jahr mit rummurksen. Die gibt's nicht mehr, ne? Die gab es nur im Sommer. Wie lächerlich macht sich der Club in der Öffentlichkeit mit diesen geplatzten Deals? Man ist doch mit den Spielern einig. Blasöz, der Spieler hat schon den Medizincheck gemacht. Blasöz, und Überraschung, der Deal platzte. Mittlerweile ist man sich international bis auf rosa Brille Bayern-Fans einig, dass die Strahlkraft von Bayern nachgelassen hat. Kane kam wegen der Kohle. Nee, Kane kam nicht wegen der Kohle. Kane kam wegen eigentlich der Chance, gerade in Deutschland easy peasy Titel mitzunehmen. So, das war die Intention von Harry Kane, weil er in seinen letzten 2-3 Jährchen, die er noch hat, auf sehr, sehr hohem Niveau ein paar Titel mitnehmen wollte. Und leider wird er die Saison titellos bleiben. Solange Hoeneß weiterhin bei Bayern den Paten gibt und sich für unverzichtbar hält, wird sich nichts ändern. Und im Aufsichtsrat und Vorstand sind lauter Marionetten von Hoeneß, die ihren fürstlich bezahlten Job beim Patriarchen verdanken. Diese Applausäffchen segnen alles von König Uli ab, egal ob der in der ersten Reihe steht oder ob er im angeblichen Ruhestand im Hintergrund die Strippen zieht. Was für eine Farce. Weiß ich nicht, die Uli-Sache kann man mit Sicherheit mal diskutieren im Stream, ja. Ich gehe da teilweise mit so im Hintergrund und Fäden ziehen und so, aber alles würde ich ihm da jetzt auch nicht anlassen. Aber ja, ich gehe da zum großen Teil mit. Der Union-Trainer soll sich schämen. Da kriegst du sogar noch einen Daumen hoch für. Zador, wieso schießen alle gegen den Union-Trainer? Man sieht doch, er war in seiner Zone und hat den Ball per Fuß hochgeholt. Sané kommt auf ihn zu und haut den Ball aus seinen Händen. Erst danach, vorher hatte er ja auch keine Hand frei, weil Ball in der Hand. Hat er ihm dann für diese Frechheit einen leichten Klatscher gegeben. Bedenkt man, dass der Trainer locker mal doppelt so alt ist wie Sané, sollte er mehr Respekt zeigen. Sané hat wohl auch verbal was gesagt zu ihm, was man aber jetzt nicht belegen kann. Trotzdem, Sané ist noch sehr, sehr gut weggekommen, würde zu meinem Trainer, 57 Jahre, verheiratet, Vater von 2 Kindern, so ein junger Bengel so frech kommen und den Ball weghauen, wäre er mit Kieferbruch nach Hause gefahren. So wie bei 90% aller Trainer. Mach sowas mal als Spieler irgendwo auf dem Platz, wo keine Security ist, die ihn sofort schützt. Der wäre gerannt um sein Leben. Ja, wir sind nicht in der Kreisliga A, wa? Wir sind in der Bundesliga. Leistungssport. Genau. Dass das in der Kreisliga A anders aussieht, ja, gehe ich mit, aber da sind wir halt nicht. Zum Spiel sehr lahmer Kick wieder. Bis auf Kane und Goretzka alle Müll. Wäre da heute ein guter Gegner gestanden, wäre es wieder eine Niederlage gewesen mit Spielweise. Ja, wäre es auch. Jetzt fallen leider Upa und Leimer wochenlang aus. Jo, Dix. Ist halt so. MOK, beachtlich, wie Kimmich heute mal das Spiel nicht langsamer gemacht hat. Wieso nicht Kimmich und Pavlovic? Dann wird Kimmich abgesichert und die Abwehr hat mit Pavlovic einen gelernten Mittelfeldspieler, der sie freiläuft und anbietet im Gegensatz zu Yoshi. Ja, habe ich ja gesagt, könnte man mal ausprobieren, aber Herr Tuchel sieht das halt anders und jetzt geht's nicht, weil Kimmich nicht da ist. Tuchel war ja nach dem Spiel fast wieder schockverliebt. Ja, für ihn war das eine Bombe. Ansolian war kein gutes Spiel von uns. Einzige Lichtblicke Guerrero auf links und Dyer hat mir auch gut gefallen. Mit Kane kann ich nicht ganz mitgehen, hatte das Gefühl, der ist mal wieder von seinen Mitspielern ignoriert worden. Ansonsten nicht meisterlich gute Besserung, Opa. Naja, Kane war der Einzige, der Chancen hatte. Ja, also der richtige Chancen hatte, der was versucht hat. Also alle anderen waren tot, Alter. Aber nur meine Meinung. Papi, Coman, Kimmich, Leimer, leider nicht die Spieler, die bei Bayern in der ersten 11 stehen sollten. Hoffe, der Verein kauft mal wieder Weltklasse-Spieler, oder zumindest die das Potenzial haben. Nee, sehe ich nicht so. Für mich gehört Leimer in die erste 11 auf die 8er Posi. Jared Berger, Müller als Einwechselspieler sehe ich gar nicht. Für mich ist es besser, ihn von Beginn spielen zu lassen und in der Halbzeit rauszunehmen. Ja, also es ist... Kann mich auch an ganz, ganz wenig Spiele erinnern, wo Müller nochmal einen Impact geliefert hat als Einwechselspieler. Also ich glaube auch, dass es besser wäre, ihn von Anfang an zu bringen. Und wenn er dann keinen guten Tag hat oder was, nimmst du ihn raus und ist gut. Ja, aber
Wer sind wir, um das zu fordern? FC Bayern Fanfeuer verdient der Sieg von uns. Union hat nicht mal eine Chance. Wir waren über 90 Minuten dominant. Gerhard Berger, Upa verletzt, Leimer verletzt. Egal, wir haben ja schon gesehen, dass wenn Schlüsselspieler fehlen, dass es dann andere besser machen. Butterzucker, der Postillon titelt, FC Bayern holt Kahn und Salihamidzic zurück, damit sie Tore rauswerfen. Ja, der ist böse, ey. Dieter, deine Bewertung ist auch sehr wohlwollend. Könnte von Tuchel sein. Mit Glück Dreier gemacht, daher alle 4 Minus. Ja, wenn du das so siehst, ist das wegen mir völlig okay. Martin Schneider, ich weiß nicht, wie man Sanés Verhalten deuten kann. Er wirkt selber frustriert von seiner Leistung sowohl beim DFB als auch nun bei Bayern. Nur anstatt den Ärger durch starken Einsatz auszulassen, sieht man nun nur ein miese Peter Wendt Spiels. Naja, also Leute, wir können das Sané-Thema gerne nochmal durchgehen im Stream. Das jetzt hier durchzugehen, ist too much. Ich nehme es mal mit für Montag. Falls keine Themen da sollten, ich notiere mir das mal. Komm, ich notiere mir. Habe ich noch nie gemacht, aber ich notiere mir mal Sané-Thema und Uli Hoeneß Strippen Zieher. Falls keine Themen da sein sollten, Montag im Stream, können wir die beiden Themen gerne nochmal ansprechen. Beim Sané-Thema ist das kein Problem. Da kann ich mich dann selbst loben, weil genau das habe ich vorher gesagt. Ja, also. Aber pst. Das war definitiv rot. Und wenn du das Behrens vormeinst, wegen mir war das 100% rot. Also geht der so rein mit der Stolle, mit dem Fuß und unser Spieler hat den Fuß ja oben und er geht extra noch hoch, um ihn schön zu treffen. Also für mich war das auch klar rot. Volki, und noch eins. Wie lange darf eigentlich Coman noch von Anfang an spielen? Eine Katastrophe an der Flanken. Michael Lehm, dank dem Schiri haben wir 1:0 gewonnen. Ein anderer Schiri hätte den Elfer für Union gegeben. Erik Dörfert, man könnte sagen, auch ein teurer Sieg, weil Upamecano und Leimer wochenlang ausfallen. Und wenn es blöd läuft, auch noch Kimmich, habe ich gerade gelesen. Ja, Kimmich ist auch zumindest am Samstag nicht dabei. Denkt man so. Redest du von Union oder von Bayern am Anfang? Bayern war auch super schwach. Ich glaube, guck dir die Statistiken an, also wer schwächer war. Talkie Bayern. Ja, 3 Punkte und über den Rest der 100 Minuten sprechen wir nicht. Einfach unverschämt, solche Heimspiele zu zeigen, 45 Minuten keine Reaktion und in den zweiten 45 Minuten gerade mal eine Viertelstunde aufgezeigt, dass man in München spielt. Wenn du so spielst, hast du es nicht verdient, Meister zu werden. Wie kann man so schlechten Fußball spielen und die Mannschaft hat für mich keine Reaktion gezeigt und Tuchel ebenfalls keine Veränderung. Wie willst du da auch anderen Fußball spielen, wenn die Spieler gewähren lässt? Ja, eben. Also das ist ja das Problem. Ja. Die Gretchenfrage. Tuchel hat die Gretchenfrage so beantwortet, dass ja, er zufrieden ist und die Spieler, die immer spielen, das schon wieder irgendwie rumreißen würden, anstatt mal zu sagen, komm, ich hau mal Müller und Tell rein. Die haben vielleicht Bock. Nö. Aber ja, wie gesagt, der Vorhang geht langsam zu für Thomas Tuchel aus meiner Warte. Die gleiche Startelf wie gegen Bremen. Tuchel muss weg. Es tut mir leid für Kane, da er selten Flanken bekommen hat. Ja, Davis hat er nicht aufgestellt. Ja, ganz großes Kino. Malocha Luca, guter Name. War ein Gnabry-Spiel, aber Tuchel sieht es nicht. Sarajevo. Tuchel ist nicht Bayern-like, sage ich schon seit Tag 1. FSC. Passiv, ohne Sané vorne sieht's, glaube ich, noch schlechter aus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also nicht in der Form, will ich gar nicht sagen, in der Lust oder Unlust, die ein Sané gerade hat. Aber auch nur meine Meinung. Wie gesagt, können wir gerne Montag im Stream nochmal aufmachen, das Thema. Gut, kommen wir noch zu den Kommentaren zu der Pressekonferenz nach dem Spiel. Fakt ist, dass Sané schon das 3. Mal aufgefallen ist. Auch die Aktion in der Nationalmannschaft. Ja, verdienter Sieg haben wir gerade schon gehabt. Noluc wollte lieber den Ball geben, auch noch ein Lügner. Er wollte ihm nicht den Ball geben, um zu verzögern, hat ihn dann sogar weggeworfen. Sowas kann passieren, aber dann steht doch wenigstens dazu und sei ehrlich, sowas von unsympathische Trainer. Ja, ich habe es genauso wahrgenommen.
Er wollte den Ball halt, er wollte das Spiel ein bisschen verzögern. Mein Gott, ist doch auch alles halb so wild, ist doch auch alles gut so. Dass der Leroy dann den Ball da aus der Hand sticht und den Ball haben will. Ja, mein Gott, weil er das eilig hat. Aber dann irgendwie die Hand zum Gesicht zu führen und das dann irgendwie versuchen, sich im Nachhinein, ach ja, der hat mich noch beleidigt und ich wollte ja ihm nur den Ball geben und bla. Alter, das hat kein Bundesliga-Trainerprofil, sag ich euch ganz ehrlich. Dann geh in die Kreisliga, da kannst du das machen, da kannst du dem gegenüber auch die Faust in die Fresse hauen, alles ist gut. Das war sowas von unsympathisch und tut mir leid für Union eigentlich. Sag ich euch, wie es ist. Super unsympathischer Typ, der Trainer, Alter. Wenn wir noch langsamer gespielt hätten, wären wir rückwärts gelaufen. Ja, aber vielleicht sind wir rückwärts schneller, dann stellen wir uns demnächst einfach andersrum auf und laufen nur rückwärts. Wäre doch auch mal cool, oder? Timo Kutsche. Das Lügen macht es noch viel schlimmer. Ich frage mich, wo Sané ihn zuerst geschubst hat. Unfassbar. MOK Goretzka könnte den Verteidiger in der Dreierkette spielen, der für Spielaufbau zuständig ist. Könnte er, wenn wir das mal ausprobiert hätten, haben wir die ganzen Zeit nicht gemacht und bla und so. Was sollen wir noch drauf eingehen, Alter? Man hätte so viel ausprobieren können, das reden wir von Tag 1 in dieser Saison. Ja. Von Tag 1. Und nein, man ignoriert die Spieler lieber, verunsichert sie dadurch hardcore, dann setzt man sie da mal ein und dann heißt es, ach ja, jetzt ist der Goretzka wieder frei fürs Mittelfeld. Ach, weißt du, weil eigentlich will ich dich gar nicht haben im Mittelfeld. Da will ich lieber einen Guerrero haben. Oh, scheiße, jetzt ist der Davis so scheiße. Jetzt muss ich den Guerrero mal da hinstellen. Komm, darfst du nochmal spielen. Ja? Und genauso hat Tuchel das dann auch noch kommuniziert. Ja? Und jetzt ist er auf den Goretzka angewiesen, weil kein anderer mehr da ist. Hör mir auf, Alter. Hör mir auf. German Khan. Hab das Spiel gegen Union tatsächlich mal ganz gesehen. Ich war tatsächlich auch gespannt, wie die Reaktion der Mannschaft aussehen würde. Und ganz ehrlich, eine echte Reaktion war nicht zu sehen. Lediglich die erste Viertelstunde in der ersten und in der zweiten Halbzeit haben sie mit ein bisschen Zug nach vorn gespielt. Ja, habe ich genauso gesehen. Dennoch bezweifle ich stark, dass man mit dieser Leistung gegen Werder von Sonntag gewonnen hätte. Nee, hätte man nicht. Von daher bin ich mir auch nicht so sicher, ob das nun wirklich ein Schritt in die richtige Richtung war. Union war einfach nur erschreckend schwach, ja. Das war ja mal absolut gar nichts. Aber sie haben dieses Mal mehr hohe Flanken geschlagen als gegen Bremen, auch wenn davon kaum eine den Mitspieler getroffen hat. Ja, das ist auch richtig. Selbstverständlich ein hochverdienter Sieg. Dennoch muss man sagen, dass das Ergebnis mehr der Nichtleistung von Union zu verdanken ist als der eigenen Kreativität, Spielstärke. Also mit so einer Leistung wird Union absteigen. Ja. Dazu noch ein Trainer, der sich scheinbar schwer tut, die Kontrolle über sich selbst zu behalten. Absolut oberpeinlich die Aktion. Meine Güte, das tut mir für den Verein echt leid. Ja, geht mir genauso. Ich muss den Bayern-Fans schon zustimmen, es erinnert zurzeit stark an den Grottenkick, den sie jährlich ab der zweiten Saisonhälfte unter Guardiola gespielt haben. Dazu der Eindruck, dass innerhalb der Mannschaft Probleme sind. Nicht umsonst sprach Tuchel von Teambuilding-Maßnahmen im Trainingslager. Ja. Diese Probleme scheint man ja auch nicht in den Griff zu bekommen. Von wem auch immer das ausgeht. Vielleicht will man die auch nicht in den Griff bekommen, warum auch immer. Es bleibt auf jeden Fall spannend, die nächsten Spiele werde ich mir auch ansehen. Hab die Situation tatsächlich etwas falsch eingeschätzt. Die spielen echt keinen tollen Fußball. Sollte das nicht besser werden, könnte es tatsächlich mit einem großen Titel die Saison schwierig werden. Der einzige Titel wird dann vielleicht die Torjägerkanone eines Harry Kanes sein. Die Spiele gegen Leverkusen und RB werden dann wohl sehr richtungsweisend sein. Allerdings denke ich auch, dass Leverkusen etwas mehr Probleme haben wird in den nächsten Wochen, da auch sie durch Afrika Cup und Verletzungen stark geschwächt sind. Ja, aber dafür hat Leverkusen ja schon performt, ne, in der Rückrunde. Ja, wir spielen schlechten Fußball. Ja, also, das nicht erst seit kurzem. Was das Thema mit der Mannschaft, Teambuilding anbelangt, ich will nicht immer den Josh als Beispiel bringen oder den Josh da so an die Wand nageln, aber vielleicht werden die nächsten 1-2 Spiele das wieder zeigen. Vielleicht ist Josh so, wie gesagt, der große Verantwortungsträger und so. Wenn er dann vielleicht nicht da ist, dass sich andere mehr in die Bresche schmeißen, so hatte man zumindest den Eindruck, die Spiele, wo er nicht da war. Wir werden sehen jetzt. So, Josh fällt aus Samstag. Klar, es fallen noch viele andere aus. Leimer, Opa, das sind natürlich Verluste, aber wir werden sehen, ob es dann von der Einstellung halt anders ist. Ja? Dass wieder jeder
für den anderen mitarbeitet und noch mehr Verantwortung übernimmt. Was man immer so das Gefühl hatte, wenn Kimmich nicht dabei war. Wie gesagt, das will ich gar nicht den Josh ankreiden, sondern dann einfach den Spielern. Ich weiß nicht, ob der Josh so eine Aura ausstrahlt und sagt so, ich ziehe die ganze Verantwortung in mich rein. Ihr braucht nur nebenher laufen. So hat man manchmal den Eindruck. Aber wir werden sehen am Samstag, ob es in Augsburg anders ist. Banja, der Union-Trainer, war schon direkt nach dem Spiel sehr uneinsichtig. Kommt da mit meiner Zone. Ja, wild, oder? Demnächst ziehen wir da Stacheldraht. Und ich wollte den Ball geben. Extrem peinlich die ganze Aktion. Erst Sané zweimal ins Gesicht drücken, dann mit den Zuschauern und bei den Interviews. Man sieht, dass er nicht für die Bundesliga geeignet ist. Ja. Casa seriös. Mehr bleibt bei mir jetzt nicht hängen. Ja, da kann ich auch den deutschen Wetter-Nachrichtenkanal oder ein Schachturnier einschalten. Wenn ich was Seriöses sehen will. Oder wie du es am Ende gut formuliert hast, was Veganes. Was? Was ist los mit euch? Alter, bin immer noch total angefressen, selbst einen Tag später. Also ich esse seit, weiß es gar nicht, ist jetzt schon einigen Monaten. Also ich bin kein Veganer oder sowas, aber ich esse ganz, ganz wenig Fleisch. Und mir geht's damit viel, viel besser. Aber anderes Thema, was hier nicht hingehört, von daher will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Peter Waldbauer, Kai, da steht PK vor dem Spiel. Frech. Habe ich wieder einen Fehler gemacht? Gucke ich gleich mal. Toki Bayern. Welche Reaktion, wenn man mit so einem Ergebnis zufrieden sein kann oder es die Punkte sind, die man geholt hat? Also wir spielen erneut in München ohne viele Ideen, wenn eine Mannschaft extrem tief gegen uns steht und vom Kopf her voll da ist. Dann so wenig miteinander zusammenzubekommen, ist für mich bei dem Spielerniveau zu wenig. Drücken wir uns die Daumen, dass diese Punkte nicht teuer bestraft werden durch zu viele Spieler, die ausfallen werden. Vielleicht tut sich die Mannschaft in Augsburg leichter, weil man das Spiel nicht machen muss. Das halte ich für ein Gerücht. Ich meine, ja, Augsburg spielt ein bisschen anderen Fußball diese Saison, dass sie ein bisschen mehr Ball auch haben wollen und so, aber am Ende des Tages müssen wir das Spiel in Augsburg machen. Wenn wir uns hinten reinstellen und sagen, komm, wir gucken mal, wir warten mal, bis die Augsburger jetzt kommen, glaube ich nicht, dass das so klappen wird. Aber wir werden sehen. GB, wir haben schneller gespielt, also langsam glaube ich, Tuchel leidet an Realitätsverlust. Weiß ich nicht. Wie gesagt, so erste Viertelstunde in jeder jeweiligen Halbzeit war es schon einen Tacken schneller. Gehe ich mit, aber der Rest war Müll. Funklover. Der gute Herr Belisha hätte lieber mal daran denken sollen, dass in einem Stadion die ein oder andere Kamera im Einsatz ist. Ja. Stefan, ich kann nicht verstehen, warum Union diesen Trainer geholt hat. Er ist so unsympathisch mit allem, was er sagt. Dazu lügt er sich die Fakten zurecht. Er hat angefangen zu provozieren, nun tut er so, als ob Sané damit angefangen hätte. Keinerlei Entschuldigung. Ich hoffe, diese Arroganz und Uneinsichtigkeit wird beim Strafmaß mit berücksichtigt. Und zu Tuchel, wenn er diesen Auftritt als Reaktion bezeichnet, dann weiß ich nicht, welches Spiel er gesehen hat. Ich hatte definitiv mehr erwartet und wurde wieder mit diesem Ballgeschiebe enttäuscht. Der Gegner war bei allem Respekt Union Berlin und nicht Real Madrid. Spätestens gegen Leverkusen muss die Mannschaft nochmal 3 Schippen zulegen, sonst wird das nicht mehr mit der Meisterschaft. Nee. Also spätestens gegen Leverkusen ist schon zu spät. Also man wird mit diesem Leistungsniveau, was wir die letzten 3 Spiele gesehen haben, nicht in Augsburg gewinnen und sehr wahrscheinlich auch nicht gegen Gladbach. Also wir müssen jetzt schon 1, 2, 3 Schippen drauflegen. Ne? Und dann gegen Leverkusen musst du bei 110% sein. So ein Ding. Bernd Lober, Note 6 für die Aktion des Trainers, Note 7 für seine Antwort, die nicht von einem Sorry enthielt, aber dafür umso mehr recht dreckig erstunken und erlogen war. Ja. User, immer wieder interessant hier reinzuschauen, vor allem, weil ich viele Dinge anders sehe. Selbst neutrale Sachaussagen, Tuchels kicken bei dir und vielen anderen Fans die emotionale Kommunikationsebene. In der PK-Reaktion vor dem Spiel gegen Union zum Beispiel, beim Thema Alaba, Fonsi, IV-Ranking von Thomas Tuchel und in diesem Video zum Beispiel bei FAR, IV-Switch, Guerrero-Position. Das waren alles für mich nachvollziehbare und sachliche, korrekte Aussagen. Alaba war in der Stronach-Akademie fast alles, nur kein LV, IV, hat einfach die Top-Position von Guerrero aufgezählt. Das IV-Ranking ergibt sich schon aufgrund der Verletzung. Die Lichtfeld ist überhaupt als ein solches betrachtet werden. Thema Alaba, ganz ernsthaft, interessiert mich kein Stück, Alter. Was soll mir denn ein Innenverteidiger-Rating mit einem David Alaba machen? Warum?
weil er seit 2 Jahren nicht mehr bei uns spielt oder was? Was sollen wir uns mit dem David Alaba beschäftigen? Was macht das für einen Sinn, Alter? Wir beschäftigen uns mit den Innenverteidigern, die hier im Verein sind. So, jetzt können wir ein IV-Rating von was weiß ich was aufmachen. Wen interessiert's? Von allen ehemaligen IVs bei uns oder was? Also. Ja, spar dir davon, Sie mal einen näheren Kommentar. Ich sehe die groben Probleme weder beim Team oder einzelnen Spielern noch beim Trainerteam. Aha. Also, wo ist denn dann das Problem? Mit einer lückenhaften Kaderstruktur, in unserem Fall im Defensivverbund, wird es für jeden schwer, Titel zu gewinnen. Das wirkt sich in einer Saison über kurz oder lang negativ auf den Kader aus, auch bei vielen polyvalenten Spielern. Okay, also ist unser Problem die Defensive. Deswegen, weil die Defensive dafür verantwortlich ist, dass wir gegen alle tiefstehenden Gegner keinerlei Torchancen erspielen. Ja, na klar haben wir Probleme in der Defensive, wenn es ein schnelles Umschaltspiel gibt. Haben wir seit Jahren übrigens. Es ist schon unter Tuchel besser geworden. Aber was ist das denn jetzt für ein Argument? Wild. Zu Berisha braucht man leider nicht viel sagen. Hat sich seit seiner Zeit in Österreich kein Stück verändert. Auch inhaltlich scheint sich sein Fußball seit 2010 beim WRC nicht sonderlich weiterentwickelt zu haben. Mir wäre nichts positiv aufgefallen. Kann ich nichts zu sagen. Ich kenne den Typen sonst nicht. Marco Forster, Servus Kai, meiner Meinung nach erreicht Tuchel die Spieler nicht. Für einen Klopp, Hitzfeld, Heinkes gehen Spieler durchs Feuer. Bei Thomas Tuchel ist das nicht der Fall. Mach weiter so mit deinen Videos. Ich glaube auch, dass das ein Fakt ist. Glaube ich auch. Aber gut, da ist auch jeder Trainer ein bisschen anders in der Ansprache und so weiter. Also darf man jetzt auch nicht so ernst nehmen. Aber ja, ich habe auch den Eindruck. Also mir fehlt da halt auch so die letzten Prozente. Aber gut. Marco war das, ne? GB, nein, jetzt muss man vielleicht den Nachwuchs RV spielen lassen, wild. Ja, wird er ja nicht. Also ich bitte dich. Das wird er doch nicht. Also ich gehe davon aus, dass ein Guerrero rechts spielt und ein Davis wieder links. Oder wenn es ganz wild kommt, spielt ein Coman rechten Verteidiger ein bisschen offensiver. Irgendwie sowas. Also dass wir jetzt den Anzug da reinschmeißen, ja, das würde ein FC Barcelona machen. FC Bayern München macht das nicht. Schon gar nicht unter dem Thomas Tuchel. Alles andere würde mich überraschen, was sehr positiv wäre. Airfox, Reaktion zeigen und Reaktion gezeigt. Fragen wir mal Schalke-Fans, wie sie das aufnehmen würden. Alter, eine Reaktion wäre ein klares 3-4-0 mit dominanten, gnadenloser Spielweise gewesen. Aber anstattdessen eiern wir bei einem 1-0 immer noch unsicher über den Platz mit Kreisliga-Fußball. Nur halt Kreisliga-Fußball mit Starspielern. Der ist gut, ey. Den klaue ich dir. Kreisliga-Fußball mit Starspielern, den fühle ich. Ja. Gehe ich mit deiner Aussage. GB nochmal. Boah, was war da seriös? Das war Larifari-Fußball. Gegen jede andere Bulli-Mannschaft hätten wir verloren. Ja, hätten wir auch. Gut, vielleicht nicht gegen Köln, ne? Aber alles, was ein bisschen Ehrgeiz hätte, hätten wir verloren. Ne? Zur 90. Minute rum, das war definitiv kein Elfmeter. Sieht man in der Wiederholung, wenn man keine Tomaten auf den Augen hat. Bei mir kocht's, wenn dieser Union-Trainer redet. Hallo. Christian Loch. Dein Gnabry ist wieder im Training. Geil! Serge ist wieder da freuen wir uns doch. Denken wir uns da. Vielleicht bringt er ja wieder, vielleicht findet er ja auch seine Form, weil der Vertrag läuft ja bald aus. Hä? Leute. Und er hat ja noch ein paar Jährchen im Profifußball. Vielleicht sehen wir ihn noch mal, den Powermann. Wer weiß. GB, das war kein Minischritt, das war ein Kackspiel. Na, vorsichtig jetzt. Ja, hier, ne? Nicht hier solche Ausdrücke. Da. Raider Joe, Klartext. Heidi, man darf den FCB zwar nie abschreiben, aber der Fußball ist schon die ganze Saison unattraktiv. Und jetzt sind auch die Ergebnisse nicht mehr top. Ja, wer hätte das nur gedacht? Und wer hat das nur die ganze Hinrunde gesagt und wurde dafür zerrissen? Ich kenne da jemanden. GB. Also ich kann Tuchel nicht mehr sehen. Ach, GB, ey. Er hat sich provoziert gefühlt, indem er Sané völlig unberechtigterweise den Ball vorenthielt. Meine Güte, was raucht der Typ? Vigo, weiß ich nicht. Also der Trainer und Union sind bei mir unten durch. Ja, also der Trainer auf jeden. Ja, wie gesagt, ich habe viele Sympathien für Union. Ich war schon bei Union-Spielen wegen meinem Schwager, der Unioner ist. Und auch die Champions League-Spiele, also die Spielweise unter Urs Fischer und so, gerade die Champions League-Spiele haben mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das war jetzt wirklich auch der Behrens da halt mit seiner, was für mich eine klare rote Karte war und dann so abtut, Alter, ich hab ihn noch nicht, das war noch nicht mal ein Foul, ey. Weißt du, also
Wild, Alter, ganz wild. Klugscheißer mag keiner, so sieht's aus, GB. Tuchel lebt doch irgendwie im Paralleluniversum, seine PKs sind nur noch zum Kotzen. Ja, Tuchel lebt auf jeden Fall in seiner eigenen Welt manchmal. Das haben wir schon festgestellt. Gut, Leute. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich musste leider ein bisschen Gas geben. Ich habe wenig Zeit, deswegen musste ich ein bisschen durchpreschen, aber wir können gerne Montag im Stream ab 19:30 gerne nochmal das ein oder andere mit aufnehmen. Ne? Wie gesagt, das andere Video mit den 200 Kommentaren schaue ich mal. Vielleicht mache ich da morgen auch nochmal so ein kurzes Ding. Ansonsten werde ich mir die nur mal durchlesen und werde dann vielleicht 1, 2 Themen davon mit in den Stream nehmen. Aber ich denke, da werden wahrscheinlich auch ein paar Ballerbieren-Kommentare bei sein, weil ich den Tuchel der Spacko genannt habe. Da fühlen sich wieder einige angegriffen, aber deswegen, ich muss da noch reingehen, ne? Leute, macht euch keine Sorgen, gehe ich auf jeden Fall. Rot-weiße Grüße, Leute. Tschüssi.